Ekjran! Ekjranen geef nicht ab, aus wanende waar. Ekjran! En ik lood die aan met ons touwteranen. Hier wil we een gouden titan en daarbij God kennen leren. Welkom lieve vriend. Welkom to het programma Ekjran. Dankzij dat u van jou die radio eingeschaltet hast, oder wenn du auf YouTube bist, habe ich eine schöne Zeit mit uns. Ich habe hier mit mir mein Freund Isaak Klassen. Welkom naar het programma. Dankeschön. Isaak Klassen ist von der Colonia del Sur, dicht bei Jacuiva. So, wir haben al ein Programm verteld, wo Jesus gevangen hat, oder wo Jesus angefangen hat, und wo durchgefangen hat, und Frieden gefangen hat. Das war ein wunderschönes Programm. So, wenn du die Möglichkeit hast, das Programm zu hören, und falls du noch nicht hier hast, dann würde ich die teilreden. Von daher, weil wir reden davon, wo ist dein neues Leben nu mit Jesus Christus? Wo ist das neues Leben? So, kannst einfach mal anfangen. Wo hat sich dein Leben verändert, von da, dass du Frieden in Frieden hast? Dat is sehr unterschiedlich. Von dem Gesetz rüht en am Glauben an. Dat is, nu wordt ik met Römer 1, Vers 16 en 17 anfangen. Du sagst, dass es dort. Ich schäme mich nicht mit dem Evangelium von Christus. Dort ist Gott seine Kraft, all die seilig zu merken, die daran glauben. Erstens die Juden, dann aber auch die Griechen. Dort wies uns, wo Gott uns durch den Glauben gerecht merkt und wo der Glauben immer zunimmt, so ausgeschrieben steht. Der Gerechte wird durch seinen Glauben leben. Ja, nu, manche einer, der sagt mir nu so, als, nu zijn ik ganz uit dem Glauben. Nu leef ik, nu heb ik de Welt aangenomen. En daar is aber nicht, daar is aber keine Wahrheit bei. Dan, ik leef nu mijn Glauben, aber nicht am Gesetz. Das Gesetz sagt Galater 4, Vers 4, dass wir Christus verloren haben, wenn wir durch das Gesetz wollen, seilig werden. Und sind von der Gnade gefallen. Sind bist du von der Gesetz weichgegangen? Von der Gesetz sind ich weichgegangen und habe Jesus Christus angenommen. Und eine sehr interessante Bestätigung, was die Bibel für mich hat, was ich gefangen habe. Ich habe Gott viel gebeten, am Klarheit, am Weisheit, und er ist sehr gnädig. Wenn wir am Beten tun, er hilft. 1. Johannes 4, Vers 13. Kannst du den Vers mal lesen? 1. Johannes 4, Vers 13 sagt so. Dat schreef ik junt, dat je aan God zijn zin leven, dat je weten, dat je dat eeuwige Leben haben. Ja, dat je dat weten. Dat is niet dat je dat Fleisch weten. Dat je dat weten. En mir wir immer Angst verstorben. Aber ich freue mich, nu von der Nacht freue ich mich zum Gerichtstag. Ich kann fallen, aber Gott wird mich frisch abhalten. Du erst da noch eine Gefahr. Wir können selbst weichkommen. Aber solange wir bei Gott wollen bleiben, am Gebet, dann haben wir so eine schöne Verheitung. Er sagt Jesus, wem Gott einmal in seine Hände gegeben hat, dem nimmt ihm durch keiner Rüt. Das ist mir aber sehr schön. Und ich, von da sind ich sehr, sehr viele schwere Zeiten durchgegangen, dass ich Jesus angenommen habe. Aber ich bin nicht mehr allein. Jesus ist immer mit mir. Und das ist meine Gesellschaft, nicht Tag und Nacht. Und das ist eine schöne Gesellschaft. Das ist die Gesellschaft, die bestehen wird. Und mit Amtop will ich im Himmel. Immer wie ich, und das ist eine Depression, wie ich will noch zu Jesus klären, wenn ich vor dem Himmel sein. Habe ich nicht mehr, das ist mir übergegangen. Nu will ich mich auch bloß bedanken, dass er gottlose Menschen gebraucht hat, um mich was durchbringen, wo er mich gebraucht hat. Das hat einmal die gottlose Mensch gebraucht. Nu ist mein Gebet, ja, der allerletztes du mir gegeben hast. Dass ich zu das Licht kann kommen, was ich gekommen bin, aber da sind Verfallungen.
Was mal Matthäus 10 lesen, Vers 32 bis 36, ist das nicht so? Ja. Sehr wahrlich lese ich dort sagt er so. Wer mich für den Menschen bekannt, den wo ich auch für mein Vater im Himmel bekannt. Aber wer mich für den Menschen verlegt, den wo ich auch für mein Vater im Himmel verlehen. Ich läuft nicht, dort ich gekommen sie Fried in diese Welt zu bringen. Ich sie nicht gekommen Fried zu bringen, aber dort schwert. Ich sie gekommen ein Mann jen sein Vater zu sagen, und der dachte jen ihre Mutter, und der Schwier dachte jen ihre Schwiermutter. Und ein Mensch sein Feind waren uit zijn ene huishold zijn. Dat neem ik als voor mijn straf. Dat ik mijn familie niet heb van klein aan in de Bibel nageleerd. Ik had in de schuldig gehad, we hebben de Bibel gelezen, maar ik ben veel schuldig gebleven. Nu mijn kinderen kan mij niet verstaan. En niet eenmaal mijn vrouw kan mij verstaan. En ik heb alles in mij. Aber Jesus Christus ist mit mir. Das hält mich immer weiter danach alles zu überwinden. Aber du kannst je dann auch nicht in dem Moment, als sie klein wäre, die Kinder zum Beispiel, kannst du je auch nicht von der Bibel lernen, wenn du dann auch nicht die Klarheit hast vom Heiligen Jesus. Ne, sicher nicht. Die kriege ich nicht mal lauter. So, ich glaube, da ich dann nicht nachdenke, als kriegst du, als der Heilige Jesus die Klarheit gegeben hat, even te komen, dat je in zijn genood blijven kost, en zijn radung blijven kost, so kann hij dat ook met die vrouw, met die kinderen en nog met hele andere mensen. Niet zo? Amen. Ik Aber freue ja. mich auch für den Tag. Dann war es schein geworden. Ja. Noch scheine am Himmel, aber wann das ich was passiert sein, dass meine Familie was mit mir gehen, und ich was kann mit meiner Familie zu beten, wir unterholen uns die Bibel, wir unterholen uns von Jesus Christus. Das ist die schönste Unterholung. Ich bin so meid, ich bin so satt von immer bloß irdisch. Ich bin so meid von das Irdische. Aber das Jässel ist mir sehr die geworden. Nu habe ich eine Frau, die sagt, wann so viele Menschen gehen, die sind in der Kolonie, wo du wohnst, viele gehen, die sind auch die eine Familie gehen, die ist, wo kannst du Frieden haben dann? Wo kannst du die Frieden und das Leben? Das ist mir von Beten nicht an zu sein. Aber mein Hartje, das jubelt. Na, ich kann das aber von Beten sein. So, wo kannst du das überwinden, dass du nu nicht mehr brauchst, diese Depression haben und dass diese Sorge haben? Was merkt das an dir? Ja, die Friede an mich. Was ich gekriegt habe, durch Gott seine Gnade, und Jesus Christus immer noch da ist, und die Menschen halten das, wir anbeten das. Ich sind sehr schwere Zeiten durch, aber ich schätze, jeder Sekunde, sei dir, was ich könnt leiden. So, dort hast du in einer Weise dann auch alles von ihm gelesen, dass du was Gutes merken kannst. Ja, das ist was mein Gebet ist. Das will ich wieder, ich will mit das Sandwochen, was er mir gegeben hat. Und ich weiß, dass was du von ihm das, was er niemals Angesehen lassen. Kriegst du. Ja, Hij wordt dat brücken und dat wordt, de zoot wordt geplant und der wordt abkommen, zeg wenn sie sagt, zijn woord heb niemals laat ich drehen. Naja, mir dir das einzige Mal zu lang, wann ich mag all von das Baumtje placken gehen. Und das ist noch zu schwimmen. Ich mag das aufwarten. Aber Jesus hat 50 Jahre Geduld gehabt mit mir. Wo würde ich nun nicht nach ein paar Jahren Geduld haben mit meiner Frau? Aber es war ich auch ein paar Jahre Geduld gedreht habe. Aber sie wird sehr schmackreich. Immer wieder und immer wieder. Und ich weiß, dass Gott ist ganz bei der Sache. Wenn dort alle Wahrheit wird, was mir nur geredet worden ist, dann wird das schlecht gehen. Aber mir ist viel nur geredet geworden, was ich dir verschlagen habe. Und da habe ich bloß eine Seite, und das ist Gott in seinem Sehen Jesus Christus. Dass da noch niemand was von geworden ist. Wo ist dein Leben nu? Was kostet für den Herrn von der ersten Tag tun? Weil ich kann mein Zeugniss wiedergeben. Ich kann meine Kinder habe ich alle top geraubt. Und ich hatte das gesagt. Sie beschuldigen mich, was streng und was stör ich gewesen bin. Ich sage, ich weiß das.
Ich tät immer am Fleisch, ich will das alle mit meinen Däumen strecken. Und ich habe Fehler gemerkt. Aber sieht Frau, dass jene Papa Fehler gemerkt hat, lehrte ut. Und merkt jeder nicht und jene Kinder. Ich habe viel Prof zu lernen von meinem Vater und mir. Wenn ich darf mir nicht sagen, fern über die Kneistraten, aber wann ich muss 20, 25 darf ich nicht rechnen, mal abhielen. Dort klagert ein Bad, wo das dann erst wenigstens 20, 25 wären. Ich sage, für jeder Stream dankbar, was hat er gesagt, hat er erfahren, er weiß, was er will. Er sagt, Gott sei Dank, das, vielleicht, was er nicht schwimmen, wie 14 Jahre vielleicht, was er dort ist. Nach einem Jahr versehen dort, hat er sich noch bekehrt. Wow. Ich armer Isaak, bekehrt, bet für Arm in Bolivien. So gut hat Gebet auf Gott erhört. Er hat sich bekehrt, versehen dort. Meine Mama lebt dort nach in der Weihe. Und als sie sagt, sie erstmal wurden Trachmerker gefahren, und der Trachmerker, der hat das gesperrt, dass sie haben von den Geräten auf sie gefragt, wann bist du am Glauben? Dann sagt sie, mir ist dort nicht gut genug zu sein, aber ich schäme mich danach nicht, weil ich bin so dankbar, dass ich Jesus Christus von der Tag am Hort habe, aber wir haben noch das erste Kind. So, sehr schön von dir zu hören, auch wo deine Eltern nach Jesus gekommen sind. Und ich weiß, Gott hat noch viel für nicht bloß mit deiner Familie, aber sondern auch hier in Bolivien, oder in Mexiko habe ich auch hier in Belize, oder auch in Kanada, wo immer wir auch hier haben, und wo Menschen noch in dieser Sklaverei von der Sinn leben, wo Menschen noch in das Gesetz leben, weil Gott kriegt das also als was er mit dir getan hat. Und dort ist auch mein Gebet jeden Tag, dass dort man uns Deutsche oder man uns Mennoniten noch so viel mal passieren kann. Ich würde nur eine Frage haben, an die, wo kannst du einen segnenden Mensch merken, der wird auch wel Freudigkeit haben, und wann hör ich weit, du wird vielleicht Lieden abkommen, dass du ab die viel mal ist. Was kannst du am sagen? Te ver weg. Schau die nicht. Zu die lieber Freund, wo ich sein. Wenn du nicht Klarheit hast, verschaff, nimm die Bibel. Dort ist das heilige Wort. Go für die in den Kämmerlein und bet Gott, dass er die Wort Weisheit geben. Er ist sehr groß, er ist sehr mächtig. Er kann die Weisheit geben. Und dann wird Verfallung kommen. Aber die wird leicht überstehen, dann Jesus Christus sagt selbst, nehmt ab mich, nehmt ab mein Joch, das ist sanft, meine Last ist leicht. Und das kann ich in der Vorhinein sein. Das ist nicht immer, weil einmal sperrt sich das nicht leicht. Aber wenn wir dann checken, den Fried, was dort bei dir gegeben hat, das ist leicht. Und dort einmal zu weiten, dass wir an seinen Recht näher gekommen sind, dort betont sich nur zu streben. Und ich würde jeden Pesmut merken, in jedem ein. Und besonders, wenn je gläubig sind, auch so eine Worte allgläubig sind vielleicht schlepprig geworden. Man hat fragt, wo stehen wir uns mit Gott? Sind wir da, wo er uns haben will? Und jünt ja auch, wenn je gläubig die Eltern haben, seid entgehorsam, wart entgehorsam, seid entgehorsam und bleibt entgehorsam. Das wird für jeden Serien sein. Dort wird ein Scheimel gelegt worden. Vielen Dank schon, Isaak, auch für all deine Werte, was du mitgeteilt hast, und auch deine Geschichte. Die ganze Zeugnis hat mich sehr engagiert und hat mich mitgemerkt, da vom Herrn zu leben, für ihn zu streben, für ihn viel zu brennen. Und ich, dort ist auch mein Gebet, dass das auch über dir auch muss sein. Dass wenn du Isaak sein Zeugnis hören lässt, dass du sagen lässt, ich will für Jesus leben, ich will ganz entschlossen glauben, und dort weiter, dass ich war eines der aus dem Herrn sein. Auch wenn mein Bruder, oder meine Schwester, oder mein Vater, oder meine Mutter, oder irgendwer jen mir was sagen, trotzdem gehe ich nach Fähre, nach dem Herrn. Mag Gott die sehen, Isaak, und dort ist auch mein Gebet und die Leute zu hören. Gottes Segen, und bis das nächste Mal. Ciao, ciao. Dankeschön, dass du von der dabei wirst. Wenn du Fragen hast, was mitteilen willst oder ein Zeugnis geben willst, dann schreib uns im WhatsApp noch Meierteken 591 77 88 4479 oder schreib uns im Facebook oder ein E-Mail nur ekjran@gmail.com.